Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Moin und herzlich willkommen, das en Juni an meiner Station an einer weiterer Gemeng von der Minette Biosphäre. Für den Minette Mashup ist in der Jan von der Minette Biosphäre und natürlich wie immer nicht allein Marike von Misi von der habe ich das mal dabei. Guten Morgen, Jan. Moin Marike. Und für den CNCI, das Centre National de la Culture Industrielle, also haut der Guy. Moin Guy. Salut Jan. Lo haben wir schon übertalschend von den Gemengen aus der Minette UNESCO Biosphäre durch und heute machen wir Station am wunderschönen Keeldal. Also gleich, das ist den Jean Weiler. Moin. Guten Morgen. Der sieht Bürgermeister von der Gemeinde Kehl oder Kehl-Täting. Wie ist das richtig? Also. Für mich als nicht Keeldaler. Nee, Keeldaler ist es nicht. Auf jeden Fall noch nicht. Kehl-Täting haben wir überall am Logo stehen. Und wir schwätzen immer von der Gemeinde Kehl-Täting. Nicht für auch Täting zu vergessen. Für immer zu betonen, dass man als Gemeinde aus den zwei Dörfer besteht. Offizielle Nummer von der Gemeinde ist aber die Gemeinde Kehl. Okay. Was sieht der dann? Kehler oder Tätinger? Ich bin aus dem Kehldal. Ich bin eigentlich Geburt zu Römling, oder ich bin zwar schon in der Maternität abgekommen, habe ich 17 Jahre zu Römling gewohnt. Da sind wir, weil das Haus zu klein war, Täting geplündert. Wie ich mich da ganz mal selbstständig gemacht habe, hatte ich ein Haus zu Kehl gekauft, ich schon zu Kehl an der Scher gewohnt. Bei 10 Jahren, wie die Familie geworden ist, und da doch zu klein ging, dass ich mal zurück auf Täting geplündert, wo wir da einen Bauplatz gekauft hatten und da neu gebaut haben. Also ich bin aus dem ganzen Kehl da. Ja, also überall schon ein daheim gewesen. Überall war schon daheim, ja. Dann kommt man machen für mit unserer Rubrik, mit unserer Auftakt-Rubrik, oder losen wir das heute sehen? Marike. Wir lassen das nicht sehen. Ich bleibe motiviert. Ich bin den ganzen Monat mehr am Velo auf der Arbeit gefahren. Marike, ist schon da? Ich wohne hier zu Asch und ich arbeite am schönen an der Gemeinde Kehl. Der Musee von der Arbeit ist zu Kehl sesshaft, der Museeferum ist zu Kehl sesshaft oder besser gesagt zu Täting. Und ich bin immer am Velo, da war eine schöne Weg, lang Stöffling gefahren. Voilà, ich bin am Velo hier. Vom Büro aus passt auch mit dem Velo kommen, den hast du auch hier geparkt. Du hast richtig komfortable Södel drüber. Da kannst du auch all der mit dem Velo fahren. Ne? Ja, absolut. Und das ist auch verstoppt elektrisch. Ah. Dann möchte ich dann noch mir einfach die verschiedenen Koppeln dazwischen zu wählen. Weil das aber, der geringe Weg von Asch bis auf Kehl, ist aber immer ein bisschen wie lang. Mehr scheren, da muss es schon frisch. Also ich kann es nicht mehr empfehlen. Okay. Dann machen wir 4 mit der Platz, wo wir sind. Location vom Moment. Der hört es eventuell am Hintergrund, also hier bei vielen Schof sind zwar nur noch ruhig, aber der hört vielleicht auch die Wand ein bisschen ausschneiden. Wir haben endlich mal eine Aufnahme da draußen, die Jean Weiler sich rausgesichtet hat, die Platz, der Park Auerbett. Den ist 2010 abgegangen, 2011 war er sogar Finalist bei den Luxembourg Architecture Awards. Für ihn, den Park nicht kennt, wie ging der beschreiben? Das ist wirklich der geringste Matzen an der Ortschaft. Das ist am Zentrum von Kehl. Das ist ein Treffpunkt für die Leute aus der Gemeinde, Erholungsort. Wir haben hier flott Grings, wir haben Spielplätze, Beachvolleyball, wir haben Liegen, wo die Leute können sitzen können, ein Bergfußpfad, wir sind auch umgegangen. Dafür ein Beachvolleyballsterrain mit Petankpisten und noch eine Pumptrackstation zu bauen. Das ist eigentlich wirklich ein Erholungsort für die Leute aus der Gemeinde. Und dabei brauchen wir nicht weit zu gehen, das ist wirklich am Zentrum von der Gemeinde. Ihr seid quasi direkt 100 den Hauptstraße von der Gemeinde. Das ist einfach accessibel von allen Seiten aus. Wenn man durch Kehl fährt und wir sehen nicht, dass der Park hier ist, gesehen nicht. Das heißt, die viele Leute durchfuhren, die vielleicht nicht wissen, dass wir die Wunder per Platz haben. Außerdem ist auch nach dem Park und dann der Wielandberg bis auf Täting, du machst noch Park, der Park Kummerland. Das ist wirklich ein geringer Achse, auch noch für die Mobilität dus, für die Leute eine wunderbare Sache. Die können hier von Kehl bis auf Täting gehen, ohne die Straße zu gehen, mit dem Velo oder zu Fuß. Also wirklich
Ihr werdet Stroß als nur eng Achs, ob der bisschen mehr Trafik ist. Das ist von unseren Problemen an der Gemeinde, das ist der Verkehr. Wir haben viel Verkehr an der Gemeinde und das ist wirklich von den Problemen. Aber hier hat den wirklich eine Alternative, wo sich an der Gemeinde ganz gut kann bewegen. Wie wird es de Schwar op de Park Auerbett gefallen? Es gibt bestimmt noch andere Plätze, die dem Bürgermeister von Kiel tätig im Herz leihen, oder? Es gibt die ganze Koop nach einer Plätze. Wir hätten Gräse können bei Monument National des Mineurs gehen, bei Leifrechen an dem Musée Ferrum gehen oder ob Täting am Park Kummerland oder ob der Gemeinde machen. Aber die heute Platz, die habe ich rausgesicht, weil da ist wirklich ein Treffpunkt von den Leuten, wo viele Leute sich treffen, wo die Kinder hinkommen, sobald sie wieder ist. Sind Spielplätze immer besät, also wirklich Treffpunkt von der Gemeinde. Auch lo vom Opwelle sind paar Maison Relais hier mit der Kanner NRW, also das ist wirklich ein Flottplatz bei gutem Wetter für einfach ein bisschen abzutanken. Kommt man schwätzen aber noch ein bisschen weiter über dich. Dir sind da 2022 Bürgermeister von dieser Gemeinde. Wenn ihr wieder dann angefangen hast, politisch zu engagieren, weil das ja normalerweise steckt weh vom ersten Engagement bis zu dem Zeitpunkt, wo ihn dann gewählt wird, an Verantwortung überwältigen kann. Ja, ich war die erste Kehr 2011 mal an die Wahl gegangen, wo ich auch dann offiziell der Member von der Partei gesehen. Es ist schon gefroht gewesen, wie ich zu Kiel gewohnt habe, nachdem das bestört war, aber klein Kanner hatte. Im Moment hat mich schon interessiert, Politik, hauptsächlich auch immer die Infrastrukturen an der Gemeinde wird gebaut gehen, also ein bisschen die Organisation von der Gemeinde. Ich war auch 4 Jahre als Bürger an der Bautekommission und 2011 sind ich dann an die Welle mitgegangen. 4 Jahre mit den kleinen Kanner hat er zeitlich schon nicht, ob schon Interessen hat, aber nicht sind die Sachen nicht angewischt. An den nächsten Jahren als Bürgermeister, ich meine, du schaffst die Monat der Dorf hat schon dezidiert, weil die Chantiers möchte die fertig, die schon am Gange waren. Und da kann ich nur fangen, noch seine Prioritäten so ein bisschen zu setzen und zu realisieren. Wo liegen die für euch? Ja, also schon 2022 angefangen, ob schon auch da haben wir schon verschiedene Sachen ein bisschen geändert. Das heißt, schafft den immer 4 Runden, dem wir umgangen. Das ist normal. Wie zum Beispiel war bei der Vorburschule, die Vorburschule, wo als Kanner aus dem Wiedemoref geplündert sind, weil die neu gebaut geht. Du musst einen zusätzlichen Schulraum gebaut gehen. Du war vorgesehen für Container an den Haft zu setzen. Das haben wir nicht gemerkt. Das haben wir ganz kurzfristig noch geändert, dass wir in Gebäude weiter tun an Modulbauweise. Also da waren noch schon verschiedene Akzente, die ich kann setzen. Und ich meine, das ist normal, wenn ihr überhält, da sind die Projekte an der Gemeinde 4 oder 5, die auch von denen schon initiiert werden. Wenn ich gucke, alle Guten, die am Gemengerot sind, sind euch bemüht, für am Wohl von der Gemeinde zu schaffen. Das heißt, du hast eine gute Entente um die gesamte Gemeinde. An der ganzen Gemeinde haben wir eine gute Entente. Die allermeisten Projekte gehen noch, wenn die Viergestalt sind, unangenehm gestimmt. Das heißt, dass die von den Parteien alle gute gedroht sind. Herno sind dann verschiedene Details, die sich ändern oder mal Prioritäten, die sich ändern. Wir haben euch an der Gemeinde immens viele Projekte, die ausstehen. Wir haben Kiel noch, wir haben den Schlerkentyp, den die Gemeinde gekauft hat. Wir haben eine Etude gemacht über die Besucher von den Schulen, die nicht schlecht sind. Also wir haben wirklich eine ganze Gruppe Projekte, die durchlaufen. Eine von den Prioritäten, das war für mal zu gucken, wie gehen wir da rein nur durch. Weil wir müssen auch Doofwässernetz nach sanieren also führen. Das sind immens viel Kosten an Projekte, die eigentlich alle gute wichtig sind. Und dafür habe ich gesagt, wir müssen mal einen Plan kreieren, was steht alles für Projekte an, und was kosten die, und wie kommen wir darüber raus. Das ist mir lanciert, für den Plan de Développement kommunal zu machen. Das hat natürlich ein viel mehr groß Ausmuskrit, wie ich mir da am Anfang gedurcht habe. Wenn man dann anfängt zu gucken, was sind alle guten Projekte an der Gemeinde, die ausstehen, was sind nach Wünschen, jetzt allerdings an den Kommissionen, an der Bürgerbeteiligung auch gefragt, was das nach für Projekte die kommen. Das wird am Oktober vorgestellt gehen. Und dann kriegt das nach viel mehr ein größerer Werk, wie am Anfang vorgesehen wird. Ich meine, das wird auch ein Instrument sein für die nächsten Jahre. Und ich werde pur Legislaturperioden raus zu gucken, was soll da gemerkt werden, was sind als Besucher,
wat sinn finanzielle Engagementer, die man muss goen, also dats man do en e Plan hunn, wéi man solle Viro fuhren. Schön run, dass bei dem ganzen Development von der Zukunft Vergangenheit, also die Industriekultur an dummer der giginechte Ball und Dëch net vergierswert gin. Ja, merci Jan. Effektiv och van den dat so vun Bausen net so gif so en Keel leit Matten am Minet an Keel huet eng bedeutend industriell Vergangenheet, net unbedingt wat dort schmelzen, wo jo wieéisich run denkt mé den Aufbau vun der Minet wieéichmol an dann eng ganz rei kleng Mëttelbetrieber, Industrien, déi runm Stollindustrie entstanen ass. Me denken natürlichgen Schungfabrik wat haut de Kulturzentrum ass mir denken a wo die freier Karbizlutefabrik dat Gebäi wat immer do steht, a wat dann hoffentlich enke or eng nei Zukunft krit, dann de moment gët schon jorelang darüber diskutéiert, doch van der de bisssen am Hangrund gelä was. Den Minetaufbau hat och hai an der Gemeng en ganz großen Stellewert. Tätinger Goer war Verschiebebahnhof vu Minet, Demos die ganz wichtig am Minet war. Herr Weiler, et gouf joch all die Kleinbetrieber do gëtt er nimi ganz vill. Wéi eng Wichtigkeet huet die Geschichtlo fir Ägelo? Ja, fir Mch ass dat wirklich die Betrieber, die sechen an der Gemeng Keel ugesiedelt hunn, runderem d'Eisenindustrie, runderem Schmelzen mengch ass schon e wichtchen Deel an déi soll am Museeferum respektiv gëtt am Museeferum thematiséiert. Wir hatten do de Masse, den nach besteht, immer den nach Betriebers, den nach immer der Geiserei Masse besteht, Schungfabrik, Karbizlutefabrik, an der war nonnerte Frieser den Bugier gemacht huet. Also do sie verschieden so Industrie wirklich sich an der Gemeng Keelhai etabliert hätten, die der Eisenindustrie zugespielt und außer natürlich auch den Aufbau an Galerien, die an der Gemeng auch wären. Also der haben wir auch jetzt an unserer Gemeng. Ja. Und da gibt es auch den wunderschönen Trippeltour de Minet, den am Fongeholl op Sachen Aufmerksamkeit, die an der Landschaft noch immer durchstehen, wo Sachen renoviert goufen, wie zum Beispiel de Bremsbierch am Bremsheißen dann an Studion DW spielt doch eine wichtige Rolle als an Tourismus oder an der Gemeng. Natürlich, von den Tourismus seht dann als das vun den Weer den restauréiert gin ass bessen Aushängeschëld, ass war de noch ka gesinn als en Deel vum Museen en Bausen Deel vum Musee Ferrum, wo en do schon de Wee vum Eisenerz fir an Schmelz kann novollzeien, mat Indikationune mat Panu mam Jean Schortschen Denkmal, wo lerncht geht. Schmengen wer do Pionéier ha an der Gemeng. Schmengen du sind schon déi Sachen déi do sinn. Tourismus natürlich schon mal auch nach einer meine ganze Kopei Wanderwehr an der Gemeng hun an Zentrum von zu Keelen zu Täting mehr hun auch den Minetsfilme nach Piperlicksfeen wo durch Natur feieren sind eine ganze Coop Verlustfair für Mountainbiken die do sind und natürlich auch bei der Tätinger Guer wo eben de Minet gelödeginas ja wo man nach den auch den Git am allen Arbeitsbüro, dats do wo Bugier Gewie gesinn, ihr se op Deisebun ëmgeluerde gesinn. Also dummer scho pur Flottplätzen an der Gemeng. Am Anfang also huet emol eng Persoun gesot, dat Schneewittchendal, du pass am Schneewittchendal schon dat ganz schee fand. An den zentrale Punkt ist effektiv die Schungfabrik an dem Museeferum, die knöpfen so all die Wanderwehr zu summen. Ja, Question. Jean, du hast für runden also lokalen Halt Jean Schortschen erwähnt, die sich natürlich ganz stark angesagt hat, den wir all bis Miste kennen. Aber du warst auch engagiert an deinem freien Leben an Haut, du stungst während der Klasse. Kannst du als darüber ein bisschen mehr erzählen? Das war am technischen Bereich und das ist alles, was ich weiß. Ja, ich stehe nicht mehr für in der Klasse, aber die letzten 22 Jahre waren, wo ich geschafft habe, stehe ich für in der Klasse als schon Elektro gelehrt, schon den Ingenieur industriell gemeinten Technikum hatte ich an
an der Stadtgemeinde Kirchbirch. Und no hunn ich zu Dummeling am SUT Emil Metz oder am Lycée Technik Privé Emil Metz Schul gehalen hauptsächlich Standausbildung vun den Elektriker. War dat eng gut Vorbereitung op deng polisch Karriere? Oder das net unbedingt der politisch Karriere mit ass eng flott erbecht gewircht och mat de jugendlichen Matten fir déi dort mat den ze leieren den Apps beizubringen. Also man hatte ganz viel Flottmomente an noch ganz gut Zeiten dort zu summen. An schmengen was enger Schul wo man mat am gröe ganze ganz gut mat Schüler funktioniert hun, wo dat ein ganz gut zu summen Spiel war. Also eng Zeit die ich wirklich net bereie. Gi man zurück an Zukunft wéi schon ugeschwart Gemeng ass stark am Gang ze wussen Keel Nord könnt bei dats eng Gemeng die sich grad ganz schnell entwickelt. Wéi wichtech also doch fir Dëch ich musste stutzen sterftech net duzen. Wéi wichtech as fir dech fir Neubetrieber an Neuarbechte an das Gemeng zu bringen? Ja, das etwas, was wir immer gern hätten, dass Betriebe an Gemeng kreen och durch finster Mobilität wäre flott von Leute die hier schaffen auch wohnen auch hier schaffen, dass das mehr lokal alles ist. Wir haben natürlich Probleme mit dem Terrain für Industriebetriebe für sich umzusiedeln. Wir sind da ganz beschränkt. Bei der Entwicklung von Keel Nord werde ich schon Plan sektoriell Logement auswärts, also hauptsächlich für Wohnungen. Hanno wird sehen, mit da auch viel gesehen, dass ein Teil so in Industriehub soll kommen, wenn das dann so weit mal ausgebaut wird, wird auch immer festgelöst. Den Deel wieviel Prozent Wunne wieviel Prozent schaffen du soll in der Teestadt wird net nur nimmen Wunne sinn du hast auch schon festgelöscht, dass auch in Deel 4 Werbesplätzen sind noch an den normale Gebäier, ob dat Kommerz ist, ob dat Büro sind, ob der Hotel wenn net schlecht, dass man auch Möglichkeiten haben an der Gemeng für das Leitketen heise ophalen, also dat probieren nur nach für Plätzen auszuweisen, wo an Zukunft noch können Betriebe sich näher lassen. Ich meine, wenn diese Stadt so auf der Fändel schreibt, wir wollen gerne Mobilität reduzieren, die Leute schaffen, wo sie wohnen, vermöglich für auch dem der Mobilität entgegenzuwirken, das Problem von der Mobilität, da muss ich noch gucken, auf der anderen Seite Plätze schaffen, wo das möglich ist. Gëtt do dann e besonnesche Projekt op den du dech fries am Plan de Development? E besonnesche Projekt mé hunn lo fir Betrieber mengst du oder? Generell. Well fir Betrieber das net so konkret hunn läuft der fort Projekt. Ja, du musst ja aber ein Herzensprojekt gin ne? Ja, wahrscheinlich schon mehr. Es sind auch verschiedene Projekte, die in der Mer sind, wo die Pläne nicht veröffentlicht sind. Und ich meine, wir sind im Gang, den Stärkentyp zu entwickeln. Ich meine, du werden dann auch netliche Sportinfrastrukturen kommen. Ich meine, das ist ein flottes Projekt. Dann natürlich die Schulen, die wir umgegangen sind zu machen, Schulen wieder, weil die ganz flotte Projekte Bildungshäuser, wo wir umgegangen sind, rund zu schaffen, wo Schulen die formelle und nicht formelle Bildung mehr zusammen schaffen. Also das sind lauter Projekte, die wirklich fort sind, wo wir da umgegangen sind, wirklich rund zu schaffen. Und die Bildungshäuser aus dem Gang konkretisiert zu gehen, dann hat sie noch die Pläne, die wir umgegangen sind, wirklich auszuschaffen, dass immer mehr konkret wird. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf den Naturvolley, auf den Tourismusvolley zurückkommen. Hier am Keeldal geht meist die Sonne am Osten über der Herd ab, und oben am Westen über der Leifreschen inner. Der Keeldal ist wirklich quasi eng bebaute Streif töcht Kehrgebieter vum Biosphärereservat Leiit also matten an der Natur, du bas mengg egal wost der he zu Kilo der Täting wunst bannnen nëmmen e puer Minuten Igent vun engem Naturschutzgebiet wéint huet de Burgermeister dann am leefsten. Dat Richtung Oste Richtung Diedling hart oder d'Leifresche? Oh, Leber, die sind allen zwei wirklich flott. Vu mehr woch vunnen aus sinn ich méi séier op der Haut. Dat einfach
wann du fällst du hin fortgehen bis op das wirklichsche Kerzesprung. Die andere Seite das bësse mir weit das doch net. Also durchaus ginne Jocht an die andere Seite River bei Leifresche bis op Kehl an darum Zreck. Also dat sie noch fair die mech wo ich gerne gin. Ich probieren mal heimmal dort zu gehen, an noch ein bisschen zu gucken, ein bisschen mehr weit rundherum zu gehen, dass ich aber ein bisschen weiß, was an der Gemeinde rundherum so lassen. Das ist auch, ja, da gesehen, wer ist Natur. Also viel von Natur, als in rundherum mit all den Wehr für zu gehen, mit den Möglichkeiten, die ich habe, das ist wirklich auch für eng von touristischen Attraktionen, die ich ging, so für wenn den dat gern huet fir sech Schei opzehalen. Also du hast ja die fantastische Front Detail vu Kehle River op Rëmmeling an der Leifresche, den de wirklich impressionant weist, wéi d Mënscheet hai an Natur agegraf huet am lächte Jahrhundert, wat Natur doreem gemau huet. Gëtt et dunne irgendwo e Plan, den der vielleicht zu summen mat der nopisch Gemeng mat der Stadt Rëmmeling ausschafft, fir den Musée Ferrum an de Musée des Mines eventuell durch dat Naturschutzgebiet irgendwo bisse besser mat nee nach zu konnektieren, weil ja awer am Fong 2 Highlighter vom Tourismus ha am Dal sinn. Ein kleinen Miniasbun. Ja, lief. Ja, wir könnten noch in die Dinger eng Seelebunnerem du hinmerchen zwischen die zwei Dinger ja méi nee Spaß bei se schwngen die Sachen sind natürlich zwei Sitten die sich ergänzen gegenseitig ergänzen. Schmenge wann man einkehr de Musée des Mines zu Rëmling wird wirklich in super Projekt also noch national Musée national de von der Mineras an Musée Ferrum. Die Sache muss einfach auch besser man nicht vermerkt gehen. Schmengen wir sind an engem Reso mat probieren dat auch immer do méi als ganz ze gesinn, dat se se du kann den Duner go das auch nach immer zu Rëmling aus dem Musée des Mines, zu Tating aus dem Musée Ferrum, wo engerseits daneben nach runem Geschicht run Deisenerz gemerk an noch Geschicht vun der Gemeinde Kehl, Mün woch nach immer Wanderausstellungen diese Schwieselen, wo de Musée vun der Erbecht all Joer eng Ausstellung huet, plus nach einer eng 4 verschiedene Ausstellungen, die wat do fest stattfannen, wat wirklich auch sehenswert das an dat ganz musälich als ganz gesiegin nach Format liegen. Apropos Ausstellungen, Marike, mit vom Mond ass eng ganz flott Fotosausstellung opgangen. Ja, absolut. Die heißt Beyond the Frame, das ist ein deutscher Fotograf. Da geht es auch um Landschaft und Architektur an. Heißt empfehlenswert. Den also den ganzen Sommer über ab. Also kommt längst von Donnerstag bis Sonntag an den Musée Ferrum. Und dann geht etwas Gutes essen an den Musée des Mines und geht dort die Mine rauf. Also sie komplettieren sich wirklich ganz gut, die zwei Museen. Aber etwas, was der Musée des Mines nicht tut, ist effektiv ein Wanderausstellungsraum. Quirky question. Zeit für die froh, ob die schon am meisten gespannt sind. Meier Jean, wenn du aus der Gemeinde Kehl Tating misst an einer anderen Gemeinde plündern, wie lang wird das dann? Für Wert muss ich schon herausplündern. Das Du ist musst eine dann gute einfach question. So, die haben ein bisschen Energie reingestalt an. Ich fühle mich ganz voll. Ich will gar nicht rausplündern. Nie aus dem Kehldal rauskommen und noch nicht will es. Nö. Also wir hatten ja schon ein paar interessante Antworten von den Beteburger Bürgermeister. Die war definitiv, die nicht gezeigt, die so, ja, wenn ich misst, da wäre es Asch. Den Däferdinger wandern, Suissem. Wandern. Römling. Nee, da war ich ja schon. Und zwischen wo ich danach nicht war. Da ging ich vielleicht an Tesla plündern. Ja, das ist ganz ähnlich, ja. It's quiz time. Zeit für unsere kleine Quiz. Auch die machen wir immer. Das am Anfang ganz harmlos. 3 Fragen, 3 Alternativen. Die kann ich wissen, muss ich nicht wissen. Wenn ich sie nicht weiß, dann muss das doch nicht schlimm. Wir roten alle gut noch immer mit. Also mit Ausnahme von der Frage, die wir selber stellen. Du kennen wir ja die Antwort. Marike, fängst du an? Ja, also den ersten ist wirklich ein bisschen einfach. Den ist relativ einfach. Wir haben es schon erwähnt. Es geht halt zu
Täting ganz flott Kabäischen, de Jit an der Rue de l'Industrie. Wéi heescht den dann? Heescht den de Lutepitti, heescht den Bremshäuschen oder heescht den allen Arbeitsbüro? Ja, dat einfach fir gesot, dats den allen Arbeitsbüro wo Bugier Gewier gesinn ihr se ëmgelöde gesinn op deise bun. Ja. Also gi schläse me Stunde schwes net was du mes mir so noch den Herrn Arbeitsbüro. Ja ich gif menggen du leit den Kehlerbauer Meeser net schlecht. Ma wis dann wievi Leiit du könne schlufen? 6. Korrekt. Richtig. An dabei as ja, aber- Hanne sind der Féier an dem Etagebetter, Öfen- Da sind 2 an 2 Etagebetter Doppelteichbett, ja. an dann ass na iwwer dem Ersraum en Dubelbett, wo en iwwer deng Leder muss opklammen, wo so an der Lut schwieft, also eng ganz flott Ja, Lokalitéit. das ist ein tricky Achse, Ja, tricky. mir seit aber cool aus. Ja, das fir an allem optimal mat der Platz geschafft gin die zur Verfügung stund Richtig. Ganz Fassade erhalen, dat se Schene Graffiti gemacht gin. Das heißt ganz vun der Fläche hier net groß an du hast mensch de Maximum rausgehol gin den Kanto höllen an das wirklich eng ganz flott Platz probéiert ze rouech. Und anscheinend genau, die ist auch richtig regelmäßig vollgebucht. Also. Die ist regelmäßig ausgebucht, die ist ganz viel, das ist von den Legitimenschen, die man der meiste Geburt ist. Aber wenn man nicht geholt, ich meine, die wird voraus noch all öfters von Firmen gebucht, wo dann die Leute an der Gegend schaffen, dass die dann in der Bursch sind für zu schlafen. Ja. Und Nopisch, die möchte auch immer alles für den Leuten zu helfen und die ist immer froh, für Kontakt mit allen guten Leuten abzuholen, die du am Schied logieren. Aber das ist ja flott von den so dann auch von der Nupperschaft geholt gin ass an wann Leute dann quasi nach inoffiziell empfange gin. Ja. Also, du hast wirklich einen ganz guten Erkehr. Voilà, also Leid Minute Trail also absolut auszutesten. Den Minatrail de geht iwwer de Keeler Porto, allerdings net so wie d'Stroos, also die Hauptstroos, die Keel mat Asch verbënnt, dat kennt Di jo quasi als Passstroos bezeichnen. An andere Länder ginge so, dat se Pass, weil zwee verschieden Flosssteller vun den nie getrennt gin an iwwer de Biersch mat nie verbonne gin. Dulzestall an de Keeldal, de Dal vun der Keelberg. Ma wie héich ass die Passstroos dann? Auf wieviel Meter geht es op den höchsten Punkt dürfen op der Kreuzung, wo dann noch River Brümmeling geht. Leiit den op 382 Meter, leiit den op 415 Meter oder 466 Meter. Die Leiit op 382 Meter. Ich gebe lo den allerhöchsten Punkt hatte ich lo. Also ich sind immer wohl abgefahren. Bei Gefühl sie immer 400 den nächsten. Ja, mich mein Gefühl, dass du immer ein schlechter Büroder in dem Moment. Ich gebe echt dem Bürgermeister recht gehen, weil ich rundherum so gucken. Also könnt eventuell die zweite Alternative könnten auch froh. Ich muss ehrlich sagen, du sind nicht schlecht gestaltet, wie du zu schätzen. Also die 466 Meter, das ist eure Porto, mir das den zu Herren. Ja. Den ist ein bisschen mehr heiß. Den höchste Punkt von der Gemenge ist 420 Meter. Aber sind auch Punkte rundherum der Straße, die noch ein bisschen mehr heiß sind. 415 Meter, das ist der Col de l'Europe, zwischen Niederkur und la Sauvage. Und 382 Meter ist richtig. Da sind wir bei der dritten Frage. Eigentlich sollst du der Stelle gehen. Ich weiß nicht, ob du meine Notizen kannst lesen. Das ist immer ein guter Exkus. Hast du mir proper schreiben? Ich vertraue da komplett. Also, wir haben auch die Pierre Schilz, die Lutefabrik, schon angeschwärzt, da wo Karbitz Luten gemacht wurden und sogar ein Patent auf den Rekord Lut gauf. Und die sind von Pierre Schilz selber gemacht worden, im Jahr 1913. Den Pierre Schilz war aber nicht nur Lutefabrikant, er war tatsächlich auch Bürgermeister zu Kehl. Wie oft war hier dann Bürgermeister? 1, 2 oder 3 Mal, Jean? Das heißt, du gehst wann eventuell in der Brechung in der Tisch? Ja. Ja, richtig. Okay. Eventuell. Aber in der Brechung, da war das 2 Mal. Da gehst du 2 Mal.
Also ich Wie? behaupten, dass ich an der Mitleid auch gif mengen wäre auch zweimal gewicht, aber 100% sicher sind ich mal nicht. schon absolut gut keine Ahnung ist mal einfach dass wir den de Lutepiti genannt Ja, gehört. ja, Den ja. war dreimal Bürgermeister. Korrekt, du hast recht, Jan, die war dreimal Bürgermeister. Einmal von 1921 bis 28, einmal zwischen 1932 und 34 und danach einmal 1952. Nicht schlecht, ja. Also ich meine mal so einen verdient den dann noch dreimal bei ihr Meister zu sehen. Auf jeden Fall also den Namen, den sich schon bis heute aber irgendwo gehalten hat, richtig. zu dem es nach eine Verbindung gibt. Ja. Also. Absolut. Aber wenn dann natürlich mehr wird gewogen gehen, ihr wird die spezielle Rekordluten, dann kommt an dem Musee herum. Aber wenn der alte Episode von Minute Mashup ein Kehr lauschen wollt, Hashtag Minute Mashup, da fand er ist online, da geht er auf die Podcast-Plattform von Herrn Schwar dirigiert, wo das alle Gute fand. Das war den 38. Episode, den wir Welt schon abgeholt haben. Am Juli sind wir rum. Wir sollen mal vielmals merci, Jean, für Zeit und für das flotte Gespräch. Gern geschieht. Merci. Und dann bis an Juli. Ciao, ciao. Ja, Ciao. ciao. Guten Anfang für eine Vakanz.